Hallo zusammen, hier ist Crown Cletus oder Chris. Wieder mal aus dem schönen Österreich. Ihr seht, die Sonne scheint zwar ein bisschen, aber es schifft auch. Aber das ist jetzt gleich. Willkommen bei den Crown News vom 20. Mai. Gratulation noch an die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft für einen sensationellen zweiten Platz. Schön wäre es, wenn sie erst werden würden, aber es ist natürlich gleich eine ausgezeichnete Leistung. Jetzt wechseln wir aber ins Gaming-Business und wie viele von euch hoffentlich schon wissen, kommt ja morgen die Xbox-Pressekonferenz. Das fängt am 7. am Abend an. Unsere Zeit wird auf der Xbox live gestreamt. Auf xbox.com kann man es sicher auch anschauen. Es wird die neue Xbox vorgestellt oder auch mal die Features von der. Bin sehr gespannt. Gleichzeitig wird auch das neue Call of Duty vorgestellt. Bin ich auch ein bisschen gespannt. Und was ich dann gedacht habe, ist für alle Crown-Mitglieder, wir können uns sonst am Abend um 10 Uhr im TS treffen. Und die Lust haben, dann können wir noch ein bisschen darüber plaudern, wie ihr es gefunden habt, was ihr für Ideen habt, ob ihr es vielleicht kaufen oder nicht, halt all diese Themen. Und dann würde ich das dann als Crowncast in den nächsten Tagen rauslassen. Leider nur für Crown-Mitglieder, aber die anderen werden sicher auch profitieren, wenn ihr das Video schauen könnt. Also, jetzt muss ich schnell ein bisschen spicken, was ich hier noch erzählen genau. Und zwar Metro Last Light ist ja so ein 3D-Shooter, einfach gesagt, der letzte Woche ist rausgekommen. Und neben Bioshock Infinite für mich auch ganz ein geniales Singleplayer-Game mit einer unglaublich atmosphärischen Story-Mission. Und ich kann es nur ans Herz legen, zieht euch das Game rein. Nach Möglichkeit auf dem PC, wo dort ist die Grafik noch einmal einen Zacken besser. Aber auch auf der Konsole ist es wirklich sehr, sehr spaßig. Also Metro Last Light für mich die Überraschung nach dem Bioshock Infinite vom 2013 für Singleplayer, Story-Missions, basierende Games. Ja. Also, dann gehen wir weiter. Und was ich in letzter Zeit auch viel gespielt habe, ist The Incredible Adventures of Van Helsing. Ein PC-Game im Stil vom Diablo, also ein Action-Rollenspiel. Und das Coole ist aber, im Vergleich zum Diablo hat es doch ein paar Unterschiede, die es ein bisschen hervorstechen. Und es wird am 22. auf Steam released. Ich habe es schon vorbestellt und ich werde dann auch ein kleines Gewinnspiel machen, wo man auch ein paar von diesen Games noch absahnen kann. Weil man kann so zu viert im Multiplayer zusammenspielen, was ich auch noch genial finde. Und vielleicht werde ich mich dann sogar zu einem Let's Play motivieren, weil es hat mir bisher ausgezeichnet gefallen, was ich in der geschlossenen Beta gesehen habe. Am Schluss noch ganz kurz das Oculus Rift. Ihr werdet hier sicher ein Bild sehen. Das Teil ist ja wie so ein Helm, wo man dreidimensional im Raum herumschauen kann in den Games. Das sollte dann im 2014 offiziell erscheinen. Aber es gibt jetzt schon so Development Kits, die man auch als Privatperson bestellen kann. Und das Gerät ist noch nicht ganz so ausgereift, hat noch ein bisschen tiefe Auflösung, ist noch nicht ganz so komfortabel. Aber die Informationen, die ich bisher bekommen habe, haben mich so scharf gemacht auf das Teil, dass ich mir jetzt gleich eins vorbestellt habe. Das sollte etwa im August hier eintreffen in der Schweiz, bei mir daheim. Und ja, ich werde euch dann ganz sicher auch erzählen, was das so für einen Eindruck gemacht hat. Weil was ich bisher gelesen habe, ist absolut genial. Das Gefühl, das man in den Games ziehen sollte, ist riesig. Das war es von meiner Seite. Mein Rücken wird langsam heiß vor der Sonne, die dran scheint. Ich wünsche euch noch einen schönen Pfingstmontag oder einen schönen Tag, eine schöne Woche. Es gibt ja auch Leute, die das Video nicht am ersten Tag schauen. Macht's gut. Ciao zusammen.